alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann geht alles wieder gut, alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann geht alles wieder gut. Ja, wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder mit Jeck aus dem Wohnzimmer, Teil 15 im Advent. Und wenn ich so überlege, früher um diese Zeit, wie wir noch Kinder waren, da haben wir immer mit so einem dicken Quellekatalog da gesessen, haben mit einer kleinen stumpfen Schere die Spielzeugbilder ausgeschnitten für den Wunschzettel. Ja, und heute sind wir im zweiten Lockdown. Ja. Und da heißt es mal wieder, Kontakte beschränken, Abstand halten und um 20 Uhr zu Hause sein. Eigentlich dieselben Regeln wie in jeder Ehe, ne? Ja. Aber du, der Lockdown, der kam so plötzlich. Hast du noch alle Weihnachtsgeschenke bekommen? Ja, so fast, ne? Wie fast? Ja, noch 2 Pakete von den Nachbarn annehmen, aber da habe ich alles. Also wirklich, Labbes. Aber sag mal, wo ist eigentlich dein wunderschöner Adventskranz? Ja, du glaubst es nicht? Den hat mein Besuch heute Morgen einfach mitgenommen. Ja, dein Besuch kann doch nicht einfach so deinen wunderschönen Adventskranz mitnehmen. Sag mal, wenn du den Namen von meinem Besuch kennen würdest, hättest du deinen Adventskranz auch mitgegeben. Freiwillig. Ja, wie hieß denn dein Besuch? Feuerwehr. Also Schluss jetzt mit dem Quatsch. Ich hab doch von Anfang an gesagt, irgendwann fackelst du dir noch das ganze Haus ab. Meine Damen und Herren, wir wünschen jetzt viel Vergnügen mit Jeck aus dem Wohnzimmer, Folge 15. So, schön ruhig. Und jetzt lass uns einen richtig schönen Christbaum aussuchen. Ja, machen wir, ne? Aber ruhig, damit uns keiner hört und erwischt. Du da, ich da. Gerne. Aber einen schönen. Ja. Und? Hast du einen schönen Christbaum gefunden? Ne, guck mal, ich laufe jetzt 10 Minuten hier rum. Ich habe keinen Christbaum gefunden. Aber hier steht doch alles voll mit Bäumen. Ja, aber keine Christbäume. Oder hast du einen gesehen mit Bollenlametta dran? Schluss jetzt. Komm hinter mir her. Wir gehen jetzt einen schönen Baum schlagen. Ja, das finde ich gut. Na komm. Leise. Hey, ist der jetzt schon wieder? Warte. Mit dir ist Weihnachtsbaumschlagen viel schöner wie damals mit meinem Vater. Warum? Ja, damals musste ich immer nur Schmiere stehen. Was machst du da für einen Krach? Du sollst doch ruhig sein. Was machst du denn da jetzt schon? Hör mal, was gibt das denn? Du hast doch gesagt, ich soll der Baum schlagen. Ja, aber doch nicht so. Hör mal, die kann man nichts recht machen. Die Augen sind groß, die Herzen ganz weit. Sie ist wieder da, die Weihnachtszeit. Städte erstrahlen im festlichen Glanz. Sie leuchten so hell und verzaubern uns ganz. Bin ich zu Hause, Ist er zu Hause, freu ich mich auf ihn. freut er sich auf ihn. Menge Weihnachtsteller Weihnachtsteller am warmen Kamin. Menge schöne bunte Weihnachtsteller. Verkürzt mit der Zick bis zur heiligen Nacht.
denn all die Leckereien hätt mir schon der Nikolaus mitgebracht. Und Menge bunte Weihnachtsteller sind Lebkuchen, Herze und Marzipan, Äpfelnüsse und Schokolade und jedes Jahr ne Weihnachtsmann. Kein Mensch, der sich heute über Kälte beklagt, denn sie ist ein Grund für den Weihnachtsmarkt. Hier lockt uns der Glühwein so süß und heiß, ich schmilzen sogar die Herzen das Eis. Bin ich zu Hause, Ist wer zu Hause, freu ich mich auf ihn, freut er sich auf ihn. Menge Weihnachtsteller Weihnachtsgelder, am warmen Kamin, Menge schöne bunte Weihnachtsteller. Verkürzt mit der Zick bis zur Hilligen Nacht, denn all die Leckereien hätt mir schon der Nikolaus mitgebracht. Und Menge bunte Weihnachtsteller sind Lebkuchen, Herze und Marzipan, Äpfelnüsse und Schokolade und jedes Jahr ne Weihnachtsmann. Ja, bin ich zu Hause, ist wer zu Hause, freu ich mich auf ihn, freut er sich auf ihn. Menge Weihnachtsteller Weihnachtsgelder, am warmen Kamin, Menge schöne bunte Weihnachtsteller. Verkürzt mit der Zick bis zur Hilligen Nacht, denn all die Leckereien hätt mir schon der Nikolaus mitgebracht. Und Menge bunte Weihnachtsteller sind Lebkuchen, Herze und Marzipan, Äpfelnüsse und Schokolade und jedes Jahr ne Weihnachtsmann. Ja, Äpfelnüsse und Schokolade und jedes Jahr ne Weihnachtsmann. Boah, war der lecker. Schatz, ich hab doch gedrückt. du hast nicht gedrückt. Das geht's runter. Hey, hier werden keine Bäume geklaut. Weg, ab. Hören Sie schlecht, hier werden keine Bäume geklaut. Ab jetzt! Weg! Das ist auch ein Prachtexemplar. Der nächste. Der ist aber besonders verrückt, der hier. Tief, Männer, tief! Ja, an dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bedanken für die schönen Weihnachtsbaumvideos, dass wir die da drehen konnten. Und zwar beim Tannenhof in Dürwis bei der Familie Moog und beim Langendorfer Hof bei der Familie Jonen. Am Langendorfer Hof kann man auch übrigens super Weihnachtsbäume kaufen. Die gibt da
mit oder ohne Apfelkompott, warm. Ach nee, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Moment. Also im Langendorfer Hof kann man super Weihnachtsbäume kaufen und gleichzeitig gibt es auch Riefkuchen mit Apfelkompott, warm und kalt. Also, vielen Dank. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Jeck aus dem Wohnzimmer. Dieses Mal sitze ich wirklich in meinem Wohnzimmer und nicht im Keller. Und ich muss euch sagen, wir haben heute den Samstag vor dem 4. Advent. Ein Samstag, der für mich eigentlich traditionell ist, denn ich war gerade am Briefkasten und habe liebe Weihnachtspost bekommen. Weihnachtspost von meiner Tante aus der Pfalz. Die erreicht mich jedes Jahr am Samstag vor dem 4. Advent, also heute. Ich brauche eigentlich gar nicht zu gucken, was drin steht, denn ich weiß es. Aber ich freue mich jedes Jahr riesig, und zwar habe ich darüber vor einigen Jahren ein Liedchen geschrieben, das heißt Die Weihnachtskarte. Jedes Jahr genau der Samstag für den Advent liegst du doch im Briefkasten, so wie man das kennt. Die Weihnachtskarte mit Engelchen und alle ihre verzählt. Ich freu mich, klapp's und weiß doch ganz genau, was innen steht. Wir wünschen frohe, glückliche Weihnachtstag. Leute, die schon jung, denkt dran, sagt allen, die ihr seht, wie schön die uns. Und allen frohen, glücklichen Weihnachtstag. Und jung, in neue Jahr und ach. Drück mir den Benz, den Tanz und Onkel Fett. Weihnachtsfest. Vielleicht klingt das komisch, doch hilf mir alles vor. Stell doch der Weihnachtskarte von Wiener Tanz mit Jahr für Jahr. Wir wünschen frohe, glückliche Weihnachtstag. Leute, die Schuld, ja, denkt dran, sagt allen, die ihr seht, wie schön die uns. Und allen frohe und glückliche Weihnachtstag und gut in neue Jahr und ach. Drück mir den Benz, den Tant und Onkel Franz. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, ja, da, 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 da. Ich hoffe, es ist noch okay, doch ich hab Angst und ihr wird zu. Für den Samstag im Advent, an denken kann ich doch. Was mach ich dann? Keine Ahnung, was ist wie Weihnachtsfest am Weg. Vielleicht schrieb ich mir selbst eine Karte, in der geschrieben steht. Wir wünschen frohe und glückliche Weihnachtstag. Leute, wie Schutjung, denkt dran, sagt allen, die ihr seht, wie schön die uns. Wir wünschen frohe und glückliche Weihnachtstag. Leute, wie Schutjung, denkt dran, sagt allen, die ihr seht, wie schön die uns. Und allen frohe und glückliche Weihnachtstag. Und gut, mit neue Jahr und ach. Drück mir den Benz, den Tant und Onkel Franz. Ja, da, da, da. Ja, da, 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 da. Ja,
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, bis nächstes Jahr. Ne Strop ob singem Stölche saß und dät am Bleistift köie. Ne Wunschzettel schrieben sollt, wie soll man sich da freuen? In bester Schrift in einer Reihe, kein Fehler doof machen. Grammatik immer einwandfrei. Wie soll man da noch lachen? Jauf sich Mühe und strengt sich an, da dädet dann auch fluppe. Ich hätte so gern en Eisenbahn, lief Christkind mit einem Schuppe. Ein Auto, wie der Schummi hätt, ne Sturzhelm, wär der Clou. Nur Schuh und Strümpf, die brauch ich nicht, die jedet sowieso. Ein spannend Buch und auch ein Spiel, dat kannst du noch beileihen. Rollschuh, die wären auch nicht schlecht, ich tu mich hier im Bewegen. Ne Teller Leckers in einer Kiss, die ich verschließen kann. Da dun dat lecker Jods ich rin, sonst geht der Papp mal dran. Dat wäret dann, weiß ich nicht. So soll es dabei bleiben. Fällt mir dazu doch noch jetzt in, kann ich da noch ins Schreiben. Ich will auch immer artig sein, da mach ich keine Witz. Lev Christkindche, vergess nur nix, et größt dich Dinge fetz. De Mam lurt sich der Zettel an und denkt ganz still bei sich. Lev Christkind, halt uns all gesund, der Papp, der Put und mich. Lass Friede sein hier ob der Welt, vergess arm Menschen nicht. Mach, dat ma stets zufrieden sind, dat mir am Herzen litt.
Ja, moin, Sie, hier ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp, Jeck aus dem Wohnzimmer. Ich grüße Sie sozusagen von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, weil ja, groß rausgehen geht ja momentan nicht wegen Lockdown, oder? Damit sich das viel schöner anhört, Lockdown Light. Und was ich Lockdown Light bin, das kann ich Sie sagen. Schon während den ersten Lockdown im Frühjahr, nicht? Da habe ich gesagt, wenn mal wieder Lockdown ist und du darfst bloß noch Zeit mit der Familie verbringen, dann suchst du dafür aber eine andere Familie als wie der eigene. Ja, ist doch so, nicht? Die Politiker, die haben jetzt auch gesagt, meiden Sie soziale Menschen, gehen Sie Leute aus dem Weg, aber die Merkel, die kann machen, was sie will. Wenn es jetzt noch kälter wird zum Winter, dann lasse ich meine Frau aber doch wieder rein ins Haus. Ja, zumindest abends oder stundenweise. Nein, Spaß beiseite. Also ich und meine Frau, die Erna, wir haben in diese Lockdown-Zeit, da haben wir uns ja komplett nach 40 Jahren Ehe, obwohl die ja auch bei mir wohnt, meine Frau, haben wir uns komplett neu kennengelernt. Ja, wenn du den ganzen Tag, ich mit meinem Bauernhof sozusagen in Homeoffice bin, nicht? Und meine Frau, die ist ja Hausfrau, nicht? Die hat ja sowieso immer ihr ganzes Leben lang schon Homeoffice gehabt, nicht? Und wenn wir dann unsere beiden Homeoffice zusammen, also neulich haben wir ja abends im Wohnzimmer gesessen, ich und meine Frau, und da haben wir dann angefangen nach 40 Jahren, wir haben uns unterhalten, ja, ich und meine Frau so mit Reden und Kommunikation und so, nicht? Und dann, ich dachte erst schon, die will anfangen zu stänkern, kam sie an, sag doch mal was Nettes zu mir. Ich sag, ich was Nettes zu dir? Ja. Ich sag, nach 40 Jahre Ehe soll ich jetzt plötzlich so in Form einer spontanen Affekthandlung was Nettes? Ja. Ich sag, gut, ich sag, Erna, ich sag, mit dir ist fast so schön wie alleine. Oh, du bist so romantisch. Ja, und bei diesen Reden haben ich und meine Frau dann festgestellt, nach 40 Jahren Ehe, dass wir beide eine Vorliebe haben, von der wir gar nicht wussten, dass der andere die auch hat. Ja, wirklich wahr. Ich und meine Frau, die Erna, wir haben beide eine Vorliebe für Liebesfilme. Ja, wirklich wahr. Wir mögen beide sehr gern Liebesfilme. Ich und die Erna. Problem: meine Liebesfilme haben thematisch nichts mit Erna ihre Liebesfilme zu tun. Also meine, die fangen lange da an, wo ihre schon längst zu Ende sind. Ja, in Erna ihre Liebesfilme hast du bloß Tränen, Drama, Eifersucht, die lernen sich kennen, sie will was von ihm, er auch von ihr, aber sie ist noch mit dem anderen, dann grätscht seine Ex-Freundin dazwischen, dann sind ihre Eltern dagegen, weil er nichts auf der Tasche hat. In meine Liebesfilme, da hast du Liebe und Zuneigung von ersten Moment an, da lieben sich Menschen, die sich noch gar nicht so mit Namen vorgestellt haben gegeneinander. Ja, also er klingelt bei sie an der Tür, um den Strom abzulesen. Sie kommt gerade nackig aus der Badewanne, hat nichts an, macht auf, weil sie denkt, ist bloß der Postbote. Er sieht das Elend, marschiert mit die gleich durch ins Schlafzimmer, wo definitiv kein Stromzähler ist. Ja, und dann denkt er sich, wenn die schon mal frisch gewaschen ist, dann kannst du auch eben noch bügeln. So, und das Beste ist, hinterher verlässt er die Wohnung und vergisst den Strom abzulesen. Leute gibt's. Ja, regelmäßiges Händewaschen ist in diesen Zeiten sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist aber auch, eine Hand wäscht die andere. Wir Künstler unterhalten euch, das Publikum, in diesen Zeiten online und ohne Bühne. Ihr seid die eine Hand, das Publikum. Schön wäre es, wenn wieder andere Zeiten kommen, dass ihr uns Künstler buchen würdet. Das ist die andere Hand. B wie Bühne und Buchen.
Ding, ding, ding. Hallo ihr Leute. An apple a day keeps the doctor away. Haben die heiligen drei Könige Guswin gefunden? Sucht Guswin etwas in Loma und findet er es auch? Kommen die heiligen drei Könige jemals in Bethlehem an? All das erfahrt ihr in der letzten Folge. Viel Spaß! Guck mal hier. Der Stein zeigt uns den Weg. Wo ist er denn, der Stern? Von Bethlehem. Nee, der Stern. Wo ist er? Ja doch, von Bethlehem. Ja, nee. Ach nee, der ist der Stern von Loma. Da ist er. Da hatte ich so lange neu gesehen. Die Blume. Die Blume, die es nur hier in Loma gibt. Ein einziges Exemplar. So, die nehme ich mit nach Bethlehem. So, und jetzt müssen wir uns gucken, wo die drei anderen sind. Kaspar, Melchior und Balthasar. Mensch, Melchi, wo bist du denn? Guswin, endlich! Endlich, Guswin! Oh, wir haben dich gesucht! Melchi, was hab ich euch vermisst? Ehrlich. Hast du schon wieder gesoffen? Nee, Und doch! dich rumgedrüffelt in irgendwelchen Ställen? Nee, doch! Wo warst du schon wieder? Ich stehe ganz glühen um 15 Uhr. Also, wenn du so trinkst, nehmen wir dich nicht mit nach Bethlehem. Ich habe aber die Blume der Zuversicht. Auf keinen Fall. Und die veränderte Menschen. Pass auf. Oh, der liebe Guswin. Siehste? Guswin. Siehste? Oh, ja. Schön, dass du da bist, Ja. mein Lieber. Und wenn ich daran rieche. Du darfst mit nach Bethlehem. Ja, ich trinke mit uns. auch nichts mehr. Ja, wunderbar. Und nichts mehr mache ich. Ich bin ganz brav. Das ist schön. Und dann lass uns zusammen mit Balthasar und Kaspar nach Bethlehem fahren. da würde ich sagen. Es fährt ein Zug nach Bethlehem. Es fährt ein Zug nach Bethlehem. Es fährt ein Zug nach Bethlehem mit Kaspar, Melchior und Balthasar. Und Guswin fährt ab Loma mit. Sie folgen brav dem hellen Stern. Oh Maria, Maria und Josef, was habt ihr gemacht in stiller Nacht? Oh Maria, Maria und Josef, es liegt das Kind hier und keiner lacht. Es fährt ein Zug nach Bethlehem. Am nächsten Morgen machten sich alle vier auf den Weg nach Bethlehem. Durch den Besuch der vier hatte der kleine Markt regen Zulauf. Das war die Entstehung der Weihnachtsmärkte. Und auch diese Geschichte endet mit: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann essen sie noch heute dicke Scheiben Fleischkäse. So ihr Lieben, das war die Geschichte der heiligen drei Könige und von Guswin. Wir wünschen euch in dieser schwierigen Zeit allen eine Blume der Zuversicht. Möge sie euch durch die vor uns liegenden Monate tragen. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. In diesem Sinne, bleibt gesund und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschö. La, 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 la. Ja, liebe Freunde von Dirk aus dem Wohnzimmer, jetzt haben wir auch schon Advent und einen kleinen Beitrag wollte ich auch dazu leisten und habe ein Liedchen rausgesucht, ja, mit freundlicher Genehmigung vom Komponisten J.P. Weber, der Mann mit der Flitsch. Schönen Gruß an dieser Stelle am Hillige Orvet.
Weißt du noch, wie wir als Tänz uns wünschen, ob geschrieben haben? Die Liss, wo das sich mal längst, zum Schluss da war sie ganz schön lang. Der Hunk, der mir bis hücknet han, stund wiederens am Ezelplatz. An zweiter Stelle die Isebahn, für Frede blieb ne Nebensatz. Mir han gestaunt, mir han gelacht, mir han gespielt, der halbe Nacht. Am herrlichen Abend träum ich mich zurück. Am herrlichen Abend geht mi Herz ob hier. Um 5 Uhr morgens ob ihr wach, vom Christkindchen noch keine Spur. Der Papp, der hielt uns Pens im Schach, es war der längste Tag im Jahr. Und weil es war der Norm eng, durch Schlüsselloch gelot, sind brav, sonst sieht es kein Geschenk, hätt's de Mam da angedroht. Mir han gestaunt, mir han gelacht, mir han gespielt, der halbe Nacht. Am herrlichen Abend träum ich mich zurück. Am herrlichen Abend geht mi Herz ob hier. Jedes Jahr dasselbe Spiel, mit der Tross zum Jahresdienst. Die Bützchen waren echter Overkill. Ein neuer Butz statt alle Jeans. Welcher Jahret mit Appleschott, Plätzchen durch im ganzen Hus. Was war das schön, was det das jut. Die Lichter gingen niemals aus. Wir han gestaunt, wir han gelacht, wir han gespielt, der halbe Nacht. Am herrlichen Abend träum ich mich zurück. Am herrlichen Abend geht mi Herz ob hier. Wir han gestaunt, wir han gelacht, wir han gespielt, der halbe Nacht. Am herrlichen Abend träum ich mich zurück. Am herrlichen Abend geht mi Herz ob hier. Ihr Lieben, ich habe für euch einen Text aus der Jahrhundertwende, also 1800, 1901, 2, vom Peter Kindchen. Der Text heißt, wann ich mir jet wünsche könnt. Und wieder hammer Christas zick, wie lit min Kinder zick so wick. Wo ich et Christkind jede Nacht im Traum besog und mit mir lach. Wo ich et knistre hot vom jolde Kleid, dat leuchten deit wie Samt und Seid. Wann ich im Bettsche stillches Loch und nebenan de Mutter ploch. Und wann ich mir jet wünsche könnt, als Kind, ich unterm Christbaum stünd, wie dort zumal, voll Glück und Freud, voll Seligkeit, die nie gereut. Ich tät mit Kinderhängsche taste, no Joldkorall, no Kiss und Kaste, no selber Nüss und Jolde Stehn, no allem, was de Kind het jähn. Und ich die Mutter,
dann det Frore. Wo ist dat Christkind hingeflore? De Mutter denn im stillen Sinn sät in die Kinderhätzcherin. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und glückselige Christäsch. Und jetzt noch ein Dankeschön. Danke bei den ganzen Künstlern, die bis jetzt bei Jeck aus dem Wohnzimmer bei 15 Folgen mitgemacht haben. Ich habe noch gar nicht gezählt, wie viele es sind. Das ist der Wahnsinn. Danke und mal schauen, wie lange wir noch machen können. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich beim Guido, bei meinem Kompagnon, beim Drickes. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass so eine Sendung zu machen wirklich viel Zeit kostet und viel Arbeit. Der Guido war aber dieses Jahr und auch die letzte Zeit wieder sehr häufig und oft in Süddeutschland beruflich unterwegs. Aber er hat es immer wieder geschafft, dass wir die wunderschönen Videos drehen konnten. An dieser Stelle danke, Guido. Ja, liebe Zuschauer, das war's mal wieder. Jeck aus dem Wohnzimmer, Teil 15 im Advent. Und jetzt geht's mit Riesenschritten auf die Weihnachtsfeiertage zu. Und auch wenn man es mir vielleicht gar nicht mal so ansieht, aber ich freue mich ganz besonders auf das schöne Weihnachtsessen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also mein Opa hatte früher für das Weihnachtsessen immer hinter dem Haus so einen Hasenstall gehabt. Der arme Hase in so einem engen Käfig. Nee, das muss ja nur nicht. Also ein Hase gehört in seine natürliche Umgebung. Ja, das finde ich allerdings auch. Ne? So zwischen Rotkohl und Klöße. Natürlich habe ich das so natürlich nicht gemeint. Also, ich wünsche Ihnen jetzt frohe Weihnachten. Besinnliche Feiertage, machen Sie es gut. Auch wenn dieses Mal alles etwas anders ist. Von mir frohe Weihnachten. Ja, ich wünsche auch allen, die jetzt zugucken, frohe Weihnachten. Feiert diesmal ein bisschen anders, in kleinen Gruppen, haltet Abstand. Wir können alles nachholen. Was wir nicht nachholen können, ist die Gesundheit. Also, frohe Weihnachten, macht es gut und bleibt dementsprechend zu Hause. Wir wünschen euch frohe Weihnacht und alles Gute für das nächste Jahr. Da ihr mit Herz und Seele, mit Mut und Gefühl eure Weg steht, was das Jahr auch bringen wird. Wir wünschen euch frohe Weihnacht und alles Gute für das nächste Jahr. Da ihr mit Herz und Seele, mit Mut und Gefühl wünscht, egal was gibt. Frieden und Glück, Gesundheit, wenn ich lebt. Und wenn ihr Bruche könnt, Geborgenheit, dass jeder eurer Wünsche in Erfüllung geht. All das wünsche mir ich. Wir wünschen euch frohe Weihnacht und alles Gute für das nächste Jahr.
da du mit Hetz und Ziel, mit Mut und Gefühl, über Weg steht, wartet ja auch bringen wird. Wir wünschen euch frohe Weihnacht und alles Gute für das nächste Jahr. Da du mit Hetz und Ziel, mit Mut und Gefühl, Mensch sitzt, egal was kütt.